Ja, wir haben Samstag den 18. Mai, die ersten warmen Temperaturen, und jetzt läuft mein Pool wieder, mein 3,66 Meter Pool, 91 cm hoch, und im Einsatz ist mein neuer Steinbach-Filter, der Speedclean 50 und der Intex Poolsauger Automatic. Der läuft nur mit Wasserdruck, braucht keinen Motor außer den Filter. Und den will ich euch jetzt ein bisschen zeigen, wie das Ganze in Aktion ist. Ich wollte euch normalerweise den Aufbau zeigen von dem Filter, aber eigentlich braucht man gar nicht viel zeigen, weil die Bedienungsanleitung sehr einfach ist, und genau wie bei den Intex Poolsauger ist die Bedienungsanleitung sehr verständlich, weil manche immer in die Kommentare reinschreiben, oh, Bedienungsanleitung ist nicht so der Brüller, aber ich muss sagen, ist es wirklich beim Steinbach-Filter alles sauber die Abbildungen drauf, und hinten ist alles beschrieben, wie man zusammenbaut. Der ist ja sofort zusammengebaut, man braucht wirklich nichts mehr machen. Und das Geile ist das bei dem Steinbach-Filter, bei dem Speedclean 50, der hat zwei Kammern im Filtersystem. Er hat eine runde Bögung, die ist abgeteilt. Auf der linken Seite ist das Klarwasser und rechts kommt der Filtersand rein, oder wie ich habe Filterglas drin, weil ich mit Filterglas die besten Erfahrungen bisher gemacht habe. Der Pool ist immer glasklar. Glasklar, Filterglas. Und da passen genau 15 Kilo rein. Dann fülle ich das komplette mit Wasser auf, schraube den Deckel drauf. Den Deckel kann man nur so aufschrauben, wo die Wölbung ist, also wo die Kammer ist. Man kann gar nicht aus, den kann man nicht falsch rauf tun, also ist wirklich leicht zu erklären, und deswegen habe ich jetzt da kein Aufbauvideo gezeigt, aber wie eine Aktion ist und er läuft, ich kann es wirklich sagen, Steinbach-Filter, immer Steinbach-Filter, und die laufen wie ein Uhrwerk. Das sind die besten Filter. Ja. Das war es jetzt von meiner Seite her, und heute haben wir ein bisschen grillen. Was machen die zwei Hunde da? Ja. Ja. Und wir haben wirklich mega geiles Wetter. Es darf nur ein bisschen wärmer werden. Wir haben 21, 22 Grad, aber es dürfte normalerweise schon jetzt um die 28 bis 30 Grad haben, und dann ist der Pool wieder genial. So, aber jetzt zeige ich euch den Filter und den Poolsauger in Action. So, jetzt zeige ich euch einmal den Poolsauger von Intex, den Automatiksauger. Der ist jetzt im vollen Einsatz. Schaut euch das an. Dann macht er kurze Pause und dann fahren wir wieder los. Und im Einsatz natürlich mein niegelnagelneuer Steinbach Speedclean 50. Ein sehr guter Poolfilter, schafft 7000 Liter in der Stunde. Der ist auch
Also Fazit zu der ganzen Technik, es war sehr viel Dreck drin. Und ich muss sagen, der Intex Poolsauger, der macht seinen Job, reinigt picobello, kein Krümel Dreck mehr drin. Und kann ich nur empfehlen, funktioniert komplett ohne Motor, nur mit Wasserdruck. Der Filter sollte aber mindestens 6500 Liter in einer Stunde Umweltleistung bringen, sonst läuft dieser Poolsauger leider nicht. Aber der mit 7000 Liter ohne Probleme. Die Schläuche habe ich ein bisschen verkürzt, die waren ein bisschen zu lang. Ja, das ist hier der Rest noch. Aber ansonsten muss ich sagen, ein mega geiler Poolsauger. Ja, das war's schon wieder. Pool ist wieder bereit für diesen Sommer. Und ich kann nur empfehlen, Steinbach-Filter sind die besten Filter. Der Speed Clean 50. Ich glaube Speed Clean 50 heißt er. Der kommt aus Österreich. Ja. Der Filter hat eine Zeitschaltuhr. Läuft jetzt 4 Stunden täglich und das reicht vollkommen aus. Das ist praktisch der Intex Autocleaner heißt er. Und der Autocleaner funktioniert mit Wasserdruck. Allerdings bei Filterleistung mindestens ab 6300 Liter in der Stunde sollte der Filter schon Umweltleistung bringen. Und dann reinigt der picobello sauber. Der fährt den ganzen Boden ab, der vergisst keine Stelle. Und sind sogar unten Ersatzbürsten dabei. Sonst gibt es eigentlich da nichts zu erklären. Und das sind die Steinbach-Filter. Da habe ich den kleinen, den Speed Clean 50. Ja, der wälzt so knapp 7000 Liter in der Stunde. Und der ganz große, glaube ich, schafft 13.000 Liter in der Stunde. Also mir reicht der vollkommen aus. Und filtern tue ich das Ganze mit Filterglas, also nicht Filtersand, ich habe ein Filterglas drin und habe mit dem Filterglas noch nie Probleme gehabt, also absolut top. Also Steinbach Filter kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das Filterhäuschen, das Pumpenhäuschen habe ich mir selber gebaut. Praktisch hier überall in die Löcher durchgebohrt, damit ich mit dem Schlauch gut rauskomme. Das ist der Abwasserschlauch zum Rückspülen. Und das ist der Zulauf zum Pool. Also mit der Lochkreissäge die Kanten in die Löcher rausgeschnitten. Das funktioniert einwandfrei. Druckmanometer hat er auch. Ich bin im grünen Bereich. Wenn er im gelben Bereich ist, dann sollte man sowieso rückspülen. Also, wie gesagt, beides harmoniert sehr gut. Das Einzige, was man beim Steinbach-Filter beachten muss, ist die Dichtigkeit. Ist aber der Steinbach-Filter mal richtig abgedichtet mit Teflonband, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich meiner Meinung nach der beste Filter. Ich habe bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und zwar bei diesen ganzen Schlauchverbindungen hier und hier ist ganz wichtig, dass man Teflonband rein tut, weil sonst tropft der. Also richtig Teflonband rumwickeln, dann den Schlauch drüber, Schlauchstelle draufschrauben und dann ist der dicht. Und dann habt ihr wirklich den absolut besten Filter.
Das wollte ich nur hinzufügen, weil viele schließen die an, weil da meint man, die hat man fest angezogen, da passiert nichts, aber ist nicht, sobald der Filter läuft, tropf, tropf, tropf. Also vorher schon gleich Teflonband rein, dann ist man auf der sicheren Seite und dann habt ihr aber wirklich einen absolut Top-Filter, also das muss ich wirklich sagen. Da liegt den guten Filtersystem nichts mehr am Weg. Ja, heute haben wir noch Gasthunde da. Ja. Man hat der Gasthunde, die kleine Tiffy und der Freddy und der Fertig. Ja, und heute haben wir wieder ein bisschen grillen, aber ganz normal. Mit dem Besuch ein paar Hähnchenkeulen, Bratwurst und wir tun heute gar nicht lang rum. So. Und das war's. Einfach mal so ein bisschen ein Samstagsvlog. Ich sag, der Pool läuft jetzt seit heute und ich bin richtig stolz mit dem Steinbach-Filter, weil ich habe einen Vorgänger gehabt, der war ein bisschen schwächer wie der und da läuft auch der Poolsauger nicht, der läuft nicht. Der hat bloß bis 4000 Liter umgewälzt und da packt er nicht und jetzt haben wir den neuen halt gekauft. Also der heißt Speed Clean 50. Einfach im Internet googeln und der Zusammenbau, muss ich sagen, war auch sehr einfach. Ich bin zurechtgekommen mit der Bedienungsanleitung, also die ist wirklich leicht erklärlich und mit dem ist auch kein Problem. Also wirklich alles dabei, das ganze Schlauchsystem, also für einen 3,66 Meter Pool Durchmesser kann man ruhig 2 Schlauchsegmente herauslassen, dann reicht es locker von der Länge her. Am Anfang habe ich auch die Torten gehabt, das war leider zu lang. Und 1, 2, 3, die 4 Elemente gelangen locker. Gut, das war's jetzt, jetzt schalte ich wieder aus. Habe die macht es gut, hören wir die Anker 5 Schmiede. Bis zum nächsten Video. Also, habe die.